Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer und herzlich willkommen zum heutigen Panorama, moderiert aus Zollikofen. Heute haben wir folgende 2 Beiträge für euch in der Sendung. Kurz vor den Wahlen. Wer gewinnt das Wahlspiel in der Stadt Bern? Und privat gegen städtisch. Konkurrenzieren Stadtberner Friedhof Blumenläden die Privaten? Am Sonntag wird in der Stadt Bern gewählt. Wer macht am Ende das Rennen beim Stadtbeamt? Klappt der Angriff der Bürgerlichen oder lacht am Ende jemand Drittes? Der Pablo Sulzer hat zusammen mit dem Politologen Jean Müller 5 Behauptungen auf ihre Wahrscheinlichkeit untersucht. Wir haben 5 Behauptungen, die wir gerne durchgehen würden. Behauptung Nummer 1. Nach den Wahlen in der Stadt Bern ist der von Graffenried nicht mehr Stadtbi. Ja, ich denke, das wäre mega bitter. Und zwar vor allem, wenn er dann auch noch aus dem Gemeinderat abgewählt wird. Also wenn er doppelt abgewählt wird, nicht mehr Stadtbi nach 8 Jahren und dann noch aus dem Gemeinderat. Ja, also für Stadtbi denke ich, ist es wahrscheinlicher, dass es nicht wird, als dass es wieder wird. Und wenn man mit ihm redet oder was seine medialen Auftritte deutet, ja, läuft das hin. Und hat irgendwie zugegeben, dass er viele Fehler gemacht hat. Und er sagt immer wieder, ja, er braucht jetzt Glück. Also sein Auftreten deutet auch nicht darauf hin, dass er selber mega davon überzeugt ist. Und er wird ja auch seine Infoquellen haben und aus seinem Umfeld. Und wenn sogar seine eigene Schwester sagt, dass sie da mal eine Frau wählt, also dann irgendwann am Schluss wählt ihn dann niemand mehr. Das langt dann halt nicht. Wir haben jetzt gerade vor kurzem die US-Wahl erlebt. Behauptung Nummer 2. Es hat einen Einfluss auf die Gemeinderatswahl. Ja, das glaube ich nicht. Es ist so weit weg und so anders. Ein anderes Land, ein anderes System, es sind Präsidentschaftswahlen mit weltweiter Ausstrahlung und Konsequenzen und eine völlig andere Radikalität. Wenn wir hier in Bern, ja, wir erwarten keine monumentalen Veränderungen. Vielleicht gibt es einen Sitz mehr für Mitte-Rechts, vielleicht gibt es einen anderen Stadtbi von links, bleibt im linken Lager oder von der Mitte-Rechts. Viele haben sich gewünscht, dass eine Frau gewählt wird. Das Unwohlsein oder der Wunsch ist einfach auch da vorhanden, auch bei anderen Ämtern, nicht nur in der Stadt Bern. Und ironischerweise hat es ja genau vor 8 Jahren von Graffenried gelangt auf Kosten von einer linken Frau. Und das könnte jetzt so quasi Ironie von der Geschichte sein, dass es genau der Faktor ist, wieder eine linke Frau, die ihm jetzt das Amt kostet, obwohl er eigentlich gerne weitermachen will. Die dritte Behauptung, das Bündnis, das neu gegründet wurde, «Mehr Fahrt für Bern», dass das Bündnis halt bei den Wahlen gleich nicht wird etwas bringen. Sie wollen ja einen Sitz mehr holen im Gemeinderat, dass sie dann auch 2 von 5 Sitzen hat. Die Behauptung ist, das Bündnis, das bürgerliche Mitte-Bündnis, bringt am Schluss gleich nichts. Ich glaube, es bringt etwas, und zwar einfach aus wahlarithmetischen Gründen. Der Vorteil ist, dass sie all die Stimmen, die nicht auf links gehen, bei sich sammeln können. Der Nachteil ist natürlich, dass gerade bei der GLP hat es zu Unstimmigkeiten geführt. Warum man sich mit der SVP zusammentut, ist ja so grundverschieden. Die gemeinsame Liste kostet auch ein paar Stimmen, aber ich glaube, schlussendlich bringt sie mehr, weil man halt auch die SVP-Stimmen auf sich vereinen kann, als man verliert. Darum, ich glaube, es langt dann durchaus für einen zweiten Sitz von 5. Man ist dann immer noch die Minderheit, aber es ist nicht mehr so klar, wie wenn man nur einen Sitz von 5 hat. Immerhin hätte man dann 2 und vielleicht ja sogar das Stadtpräsidium auch noch. Behauptung Nummer 4 ist, am Schluss gibt es gleich eine lachende Dritte oder einen lachenden Dritten. Es ist ja durchaus auch möglich, dass es in einen zweiten Wahlgang geht, was das Stadtpräsidium betrifft. Und dort werden manchmal die Karten neu gemischt. Die Behauptung ist, am Schluss lacht jemand Drittes. Ja, das ist eine spannende Frage. Die Frage ist einfach, wer ist denn der Dritte? Ich sehe 3, wo könnte die Dritte werden. Also es ist möglich, dass der von Graffenried dann doch Stadtbi bleibt, weil er dann irgendwie die Stimmen auf sich vereint, die zufrieden sind mit dem Status quo, und all die eine Frau wollen, teilen sich auf die anderen 2 und der hat dann gleich mehr. Es ist aber auch möglich, dass Melanie Mettler Stadtpräsidentin wird, weil sie quasi die linken Stimmen teilen sich auf von Graffenried und Marieke Krut, und sie ist dann die lachende Dritte, einfach so, weil sie mehr hat als die anderen 2 einzeln genommen. Und es ist natürlich auch möglich, dass Marieke Krut dann quasi als linke Frau davon profitiert, dass viele, die zufrieden sind mit dem Status quo und oder bürgerlich wählen, dass die sich aufteilen und dass dann sie dann schlussendlich im zweiten Wahlgang Stadtpräsidentin wird. Also all 3 Szenarien sind wahrscheinlich. Und wer dann genau lacht am Schluss und wie stark, wissen wir halt noch nicht. Es geht ja um 5 Gemeinderatssitze aktuell, es sind 5 Plätze. Behauptung Nummer 5. Es wird gleich mal nicht mehr 5 Plätze im Gemeinderat geben, sondern 7 Plätze. Ja, ich denke, das ist wahrscheinlich. Also es hat ja lange 7 gegeben, dann ist mal 5 runter. Die Landschaft hat sich aber seitdem verändert. Also wir haben mehr Parteien, die anständige Unterstützung bekommen. Wir haben eine konsolidierte Mitte.
Wir haben eine GLP, wir haben eine FDP, die durchaus auch wieder probiert, in der Stadt Fuß zu fassen. Die SVP haben wir ja auch lange nicht gehabt, mindestens in dieser Form mit der Stadt Bern. Die ist jetzt auch aufgerutscht, also hat auch profitiert auch von den nationalen Ergebnissen. Es färbt halt auch ab auf die Lokalpolitik. Also wir haben immer mehr Parteien, als es überhaupt Sitz gibt. Also wenn plötzlich eine Instanz einfach ganz klar von einer Seite dominiert ist, dann funktioniert das Zusammenspiel einfach nicht. Und je mehr Sitze man hat, desto besser kann man das Spiel spielen und aufteilen und einigermaßen proportional vertreten sein. In der Stadt Bern betreibt Stadtgrün 3 Blumenläden auf Friedhöfen. Die FDP hat darum eine Anfrage im Stadtrat eingereicht und will wissen, ob die Stadt Bern damit unnötigerweise in die Privatwirtschaft eingreift und private Blumenläden konkurrenzieren. Der Pablo Sulzer hat sich mit Blumenläden in und außerhalb von Friedhöfen unterhalten. Ja, ich würde sagen, es ist auch eine Konkurrenz, ist es auch ein Gegner. Aber sag mal, ich würde auch sagen, ich will jetzt das Geschäft dort nicht. Ich bin froh, ich will einfach ein Geschäft, das ist meine Philosophie. Genau, aber jetzt für unsere Branche geredet, sage ich, das ist sicher eine Konkurrenz, das ist ja so. Aber eben, ich will mich jetzt da nicht auf den Test aushalten. Für mich ist es auch spannend, herauszufinden, wie ist das überhaupt entstanden? Keine Ahnung, weil häufig auf dem Land hat es wirklich so ein bisschen das Blumengeschäft in der Nähe vom Friedhof, die machen dann wirklich recht viel. In der Stadt Bern sind es einfach wirklich die Blumengeschäfte da. Das ist sehr, sehr verschieden. Darum bin ich gespannt, was rauskommt. Ja, genau. Das ist ein Angebot, das es schon sehr lange gibt. Also die jetzigen Blumenläden sind so alt wie Gebäude. Also eigentlich schon sehr viele Jahrzehnte. Ein wichtiger Entscheid ist dann 1991 getroffen worden, wo der Gemeinderat klar bestätigt hat, dass auch weiterhin ein Verkaufsangebot und eine Beratung auf den Friedhof stattfinden können. Und das ist eigentlich immer wieder bestätigt worden. Oder? Und wir tun eigentlich auch in der Jahresrechnung jeweils Rechenschaft über das Ergebnis des Blumenladens ablegen. Ja, sicher. Das ist sicher mal eine berechtigte Frage. Also ja, unser Verband Thomas Meyer, der gibt sich da mega Mühe und legt sich mega ins Zeug. Und er ist eben mal mit dieser Frage bei mir auftaucht. Und ja, meine Meinung ist jetzt noch ein bisschen verschieden. Also ist sicher, ich sage, jeder ist ein Konkurrent da. Also das ist einfach so. Seit ich da geboren bin, weiss ich einfach, es gibt diese Läden hier in Bern. Aber wie das genau abläuft, weiss ich auch nicht. Aber sicher, es ist eine Konkurrenz. Genau. Die Frage ist, ja, hat die Stadt Bern die Aufgabe, Blumengeschäfte zu betreiben? Oder hat sie gescheiter auch noch andere Aufgaben, die eben genauso wichtig sind, aber das eben nicht unbedingt ihr Kernbusiness-Geschäft ist, ja, was sie da macht? Ja, also wir sehen uns überhaupt nicht als Konkurrenz. Oder? Das ist gar nicht möglich, einfach aufgrund von unserer Grösse, die wir haben, mit diesen 3 Läden, eigentlich auch mit einem reduzierten Angebot auf den Friedhöfen. Und dann kommt einfach auch dazu, unsere Standorte sind gar nicht so optimal. Oder? Also sie sind eigentlich ein bisschen versteckt, man muss eigentlich auch suchen. Vor allem auf 2 Friedhöfen liegen die nicht gerade an der Hauptverkehrsachse. Und von dem aus sind wir überzeugt, dass es nicht direkt eine Konkurrenz ist. Also es ist vor allem für die Friedhofbesuchenden wichtig und Angehörige, die eine Trauerfeier kommen, weil zum Teil natürlich eben noch kurz vorher etwas eingekauft wird oder wenn eben Leute kommen, das Grab besuchen am Abend oder am Wochenende nichts dabei haben und vielleicht auch gleich eine Blume, eine Rose oder so auf dem Grab hinterlegen und dann haben sie einfach hier nicht die Möglichkeit, eigentlich rund um die Uhr etwas zu kaufen. Wir wissen, dass hier der Blumenladen auch ein wichtiger Treffpunkt ist für Trauernde, vor allem im ersten Trauerjahr. Und eben sehr geschätzt wird zum Beispiel auch, dass wir Wägeli ausleihen für Leute, die die Grabpflege selber machen, dass sie dann eben Blumen zum Grab bringen können. Ich glaube, wir können da auch dazu Auskunft geben, was wir hier machen. Wichtig ist vielleicht auch noch zu betonen, dass wir uns auch für die Lernendeausbildung einsetzen. Also wir bilden mittlerweile auch Floristinnen aus in den Blumenläden, eigentlich eben auch für schlussendlich die Branche auch ein bisschen zu unterstützen. Ja, im Moment ist wirklich mehr ein Fachkräftemangel, auch bei mir. Also es ist schwierig, jemanden zu finden. Ich suche jemanden. Genau. Also, wenn sich jemand melden würde, bin ich mega froh. Ja, und das ist natürlich, da ist jeder Konkurrent. Und jeder, der Fachkräfte sucht, da ist halt jeder einer zu viel, ja, der auf diesem Markt mitmischt. Das ist ja so, ja. Und darum ist es super, wenn das mal geklärt wird. Ja. Jetzt übergebe ich kurz ins Studio
wo der Kelly Müller seinen heutigen Gast in der Talksendung «Zusammen im Zentrum» vorstellen. Heute bei mir zu Gast ist der Erich Herzig. Er ist Präsident des Pilzervereins Bern. Und miteinander reden wir über alles, was so ein bisschen rumpilzelt. Das war es vom heutigen Panorama. Mehr Informationen zu den einzelnen Beiträgen findet ihr wie immer auf der Webseite oder auf unserer App. Jetzt übergebe ich noch weiter zu den Kollegen von Meteo News und dem Wetter. Ich sage merci fürs Zuschauen und wünsche einen ganz schönen Hinweis. Auf Wiedersehen. Das Wetter wird euch präsentiert von Made in Bern. Bärenstarke Winterferien. Made in Bern. Herzlich willkommen zum Wetter auf der Plattform J. Am Dienstag, am 19. November, meine Damen und Herren. Gestern haben wir einen ruhigen Wochenstart gehabt. Heute ist turbulent zu und her gegangen. Das Tiefdruckgebiet ist hier über Deutschland Richtung Ostsee unterwegs. Wir haben hier den kräftigen stürmischen Wind am Südrand und jetzt eben auch die Kaltfront, die uns erreicht. Heute Abend in der Nacht wird die Schneefallgrenze in tiefe Lagen absinken. Wir sehen hier, wie die kalte Luft Richtung Süden vorstößt. Morgen Morgen Temperaturen im Bereich des Gefrierpunkts oder knapp drüber. Es kann hier und dort einmal noch kurz einen Schneeschauer geben. Dazwischen dann aber auch sonnige Auflockerungen und auf den Nachmittag wird es dann sogar recht oder meistens sonnig. Es bleibt aber kühl mit Temperaturen von rund 5 Grad. Eine neue Störung haben wir am Donnerstag, da dann wieder einen grauen Tag, immer wieder Niederschläge, oft auch Schnee bis in tiefe Lagen bei maximal 2 Grad. Einzelne Schneeflocken auch noch am Freitag, ein veränderlicher und kalter Tag. Am Wochenende dann auch veränderlich bewölkt, aber zum Teil eben auch sonnig. Bei langsam steigenden Temperaturen Richtung Oberland wird es auf den Sonntag her föhnig und möglicherweise haben wir zum Wochenstart dann eine neue Störung. Noch nicht ganz sicher, aber da könnte es dann wieder nass werden, das Ganze aber auch bei deutlich milderen Temperaturen. Also der Schnee, den es gibt, vorübergehend, der wird dann auch nicht allzu lang liegen bleiben. Danke fürs Zuschauen und einen schönen Dienstagabend.